Und damit willkommen zurück hier zum Live-Let's Play von Pokémon, die gelbe Edition. Müssen bereits der Part Nummer 10 sein und in der letzten Folge haben wir Team Rocket so schnell wie das Licht geht, lieber auf, bekämpft uns nicht, davon geweht. Und ja, von dem her ist das halt der zweite Stream dazu. Und es geht direkt los im nächsten Kampf, ja, ganz schön vor allem. Ich wollte gerade noch ankündigen, dass eigentlich diese Folge und alle weiteren soll der Chat, den ich hier auf Twitch mitlaufen habe, auch auf YouTube zu sehen sein. Ich hoffe es zumindest. Und für diejenigen natürlich, die meinen Twitch, die Livestreams verpasst haben, sollen diese auch künftig auf Twitch noch etwa 2 Wochen oder so zu sehen sein. So, genug davon. Und sagen direkt loslegen. Was habe ich wieder für Scheiße mit der Anordnung? Das ist auch ziemlich einzigartig, du kannst hier während des Kampfes die Attacken anordnen. Kann man, glaube ich, in aktuellen Generationen sagen, ab Generation 4 oder so kann das auch nicht mehr, von dem her. Und ich muss sagen, ich bin doch noch relativ, also nicht noch relativ, sondern natürlich sehr froh, dass trotzdem noch so viele Zuschauer während der Woche, weil es jetzt gerade im Mittwochabend, so um kurz vor 8 Uhr, dass so viele Zeit gefunden haben, mir hier beim Let's Playen zuzuschauen, obwohl ja beim Zocken, Live-Let's Playen, wie auch immer. Alter, wieso sind da... Hä? Also hier auf so eine hohe Spezialverteidigung oder... Ich hatte echt das Gefühl, haben wir gerade mit Heuler geschwächt. Egal. Wie gesagt, Freunde, im letzten Part haben wir da mit Team Rocket gefightet. Wir haben noch ein Dingsbums bekommen. Ein Domfossil, genau. Und es ist noch nicht an der Zeit, die zu benutzen. Ja, schon gut. Tu mich auch und mir geht's scheiße, hau doch endlich mal ab, Mann. Ja. Dann direkt mal raus. Hier bei Pokémon Gelb. Route 4, Mondberg, Azuria City. Ich glaube, hier auf Route 4 gab es doch immer so 2 spezielle Trainer, die uns Mega Hieb und Mega Kick beigebracht haben. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gerade irgendwie falsch entlang laufe. Am Team selbst. Domi und Pikachu paralysiert. Pikachu ist immer geschwächt, Chaos auch geschwächt, nur das Meppo geht es noch gut. Wir müssen dringend weg hier. Hier geht es nicht weiter. Der ist natürlich scheiße. Jo, anderer Fehler, der seit dieser Folge behoben sein müsste, was ich so im Render von den letzten Parts gesehen habe, dass ich mir zwischendurch nicht halt so das Fenster gewechselt habe bei mir zum Gucken, wegen Aufnahme oder sonstigem, ist immer irgendwie so doof gewesen, dass er mir ja beim 3D ist irgendwie mal ganz kurz so eine halbe Sekunde so irgendwie den Sound abgeklemmt hat. Total nervig, dürfte es auch nicht mehr sein. Nö, passt, perfekt. Das kann ich auch ein bisschen noch schnell für eure Spitznamen und so weiter eintragen und auch nach Pokémon gucken und Attacken lernen, Items etc. etc. Sag mal, hier oben war irgendwo ein Item. Aber, wo war das jetzt? War das Item? Das war hier irgendwo. Ja, geht doch. Ich dachte schon, jetzt bin ich komplett irgendwie, naja, geistig umnebelt. Ich lese gerade natürlich auch. Kann ich auch helfen. Kann natürlich auch machen, Kai. Aber es ist halt wegen der Verzögerung manchmal direkt besser, wenn ich es noch mache. Natürlich geht es nur um schnelles Nachgucken, nicht umfangreiches. Bei Tobi leckt das Bild. Wie sieht es sonst so aus? Weil eben, ich habe es ja runtergedroppt auf 3000, das dürfte bei gar keinem lecken. Da kann man ja tot zu der Tante. Ich glaube, hier war irgendwo auch noch ein Item da hinten. Oder schau auch nach. Jetzt erstmal auf nach Azuria City. Ja, wenn Kai keine Probleme hat. Ganz in Blau natürlich. Tobi vielleicht mal mit F5 aktualisieren. Das klingt lustig. Ja, für so spontan spawnen.
Ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Naja, rotes Fahrrad. Hier bei Pokémon Blau. Natürlich auch gelb. Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Gras, Leute. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Oh, sie möchte ein Bike von einem französischen Präsidenten haben. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Den Präsidenten namens Mountain. Wäre mir neu. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Ja, du mich auch. Willst du das haben? Natürlich. Besuch uns doch mal wieder. Du kannst doch mal am Arsch lecken. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, nicht mein Problem. Mal ganz kurz, ich muss ihn noch... das ist auch doof. Sag mal... Ich habe gerade auf Twitch leider Probleme, Leute. Also nicht so jetzt auf Twitch, sondern beim Nachgucken gerade. Weil ich wegen Tobis Problem gucken wollte. Irgendwie ist mir gerade auch nicht mehr angezeigt. Na egal. So, wir wollen eigentlich ins Pokémon Center, wa? Den schon. Pokémon, klingt lustig. Sehr lustig. Und übrigens, Leute, hier oder was hier oben? Ich glaube hier oben. Kriegen wir unseren Kai spendiert. Ja, was man sich darunter vorstellen darf, kann jeder selber entscheiden. Ging gerade rückwärts. Hä? Also Charaktere so oder so gehen, das kenne ich ja. Aber so denken die Rückwärtsmaschine. Der hat gerade den Moonwalk gemacht. Krass. Das war mir neu. Meine Pokémon machen sich wieder fit. Ja, dann heil doch mal. Wir benötigen die Pokémon. Ja, Dankeschön. Komm erst wieder vorbei. Ich versuch's. Pikachu, wie geht's dir? Pika. Jo, es gibt ein Pika. Pikachu geht's Pika. Wollte gerade freilassen. Moment mal. Nö, ja, doch alle, wa? Ich habe recht keinen neuen Pokémon gefangen, seit wir das letzte Mal im Center war. Chaos ziemlich sicher noch bis zur Entwicklung schon im Team behalten. Kein Sonnenblümchen. Na, schön wär's. Also, ihr seht, eine mysteriöse blaue Aura umgibt die Stadt. Ja, ich seh's. Also, ihr seht die Pokémon-Arenaleiter. Misty, die zauberhafte Arenaleiterin. Yeah! Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Wem sagst du das? Kleines Item. Will ich? Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Elektroball bummelt herum. Hilfe, Elektroball. Elektroball. Mit Schutz kannst du dir Käfer und schwache Pokémon vom Leib halten. Außerdem sollst du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Ja, da gibt's mal Schutz, ey. Nein! Der Arsch steigt mal den Weg. Was denn verkaufen? Gleich mal gucken, haben wir Gegengift, natürlich geil. Pokéball aber eigentlich noch genug. Sonnebombo! An erster Stelle, ihr versteht. Mondstein verkaufen, so sehe ich aus. Team 4, Alter, wie ich also noch sortieren muss. Fluchtseil wäre auch mal ganz geil, aber sicher mal Schutz. Und wenn wir sagen, oh, das ist nicht so viel. Mach mal 3, wa? Da kriegt man anfangs so wenig Kohle. Das ist echt unglaublich. Dann machen wir noch 3 hiervon. Freihalber auch eigentlich selten. Ein Pokéball? Nö. Muss reichen. Ja, muss irgendwie sortieren, muss ich offscreen machen, aber länger Liste. Dauert sonst viel zu lange. Tipps für Trainer mit einem P. Immer nachdrücken, wenn B-Knopf für eine Entwicklung eines Pokémons wird der Prozess abgebrochen. Wow. Pikachu viel zu fett. Geht nicht, Zerschneider. Pikachu. Ja, du bist Pika. Er ist auf der Pika. Gucken wir mal wegen dem Level 96. Das muss eigentlich sogar noch rendieren.
3 mehr, weniger. BKB. Das ist eine Weile, bis PK sich entwickelt. Taubsi. Domi will sich entwickeln. Gut, sind wir bereits hier oben auf der sogenannten Nagelbrücke bald. Ich muss gerade das erwähnen wegen dem Mew-Glitch. Mew-Cheat, wie auch immer. Da habe ich unterschiedliches gehört mittlerweile. Und dann auch, dass der... Also im Prinzip ja natürlich möglich ist bei Rot, Blau, Gelb auf der Virtual Console, kein Problem. Myra! Aber was ein Problem sein könnte, wegen irgendwie technischen Defekten, sag ich jetzt mal. Das Problem ist, bei diesem Mew-Glitch muss man echt alles richtig machen, was hier auf der Virtual Console ohne Speicherpunkt ziemlich doof ist. Deswegen ich werde im Let's Play noch machen, den Mew-Glitch, und das mal zeigen. Genauso Missing No mache ich alles noch, aber Mew-Glitch mache ich glaube erst ganz am Schluss dann. Und auch per Emulator, damit man mit Save States besser hantieren kann, weil sonst... Ich habe es mal auf der privaten, also wir haben ja auf dem zweiten 3DS habe ich noch die rote Edition und die blaue, habe es da mal getestet, Mew-Glitch. Und das war teilweise so mühsam, weil da etwas nicht geklappt hat und so, und dachte mir so, nee, muss ich im Let's Play anders machen. Deswegen kommt der Mew-Glitch, aber ganz am Schluss dann. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe diese Bisasam gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Will sich um diesen Kai kümmern? Nö. Und das ist aber schade. Kai. Na gut, das sieht so hilfsbedürftig aus. Ich habe dieses Bisasam gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Will sich um dieses Bisasam kümmern? Ja. Mal gleich Bisasam. Kai, willst du Bisasam geben? Ja. Nennen wir ihn Kai, gemäß meiner Liste. Seht ihr links davon schön eine schöne Sonnenblume. Kümmere ich gut um Kai? Ja, mache ich schon. Na, Kai, alles klar. Ja. Wie gewohnt. Pflanzengift. Originaltrainer Michael. Spezialen relativ viel. Das ist noch gut. Tackle. Sag mal. Tackle, Heuler, Egelsamen. Ja, wegen den Startern hier, also... Ich blick gerade. Bei Bisasam Gluman, da geht es relativ schnell, die zu bekommen. Bei Shigi dauert es länger. Oh, Shigi jetzt zu bekommen, ey. Oh, das wird dauern, ey. Da werden wir noch viel in die Fresse kriegen. Wegen dem doofen Major Bob. Benny, was... Ah, du meinst das? Also heute in der ersten Folge sicher nicht mehr. Aber im Stream dauert ja bis 10 Uhr, halb 11. Ja, ich denke, ich kriegen wir locker noch hin. Aber Shigi zu bekommen, Alter, das wird mühselig. Domi, jetzt machen wir ein bisschen mehr Damage. Er sagt ja mehr Damage machen, nicht kriegen. Ja, dann muss Domi mal ein bisschen EV trainieren. Level 15. Ja, danke Kai, ich wollte es extra eigentlich nicht spoilern, wie die es nicht wissen. Aber gut, Gelb ist schon ein altes Spiel und so weiter. Mal keinen Kampf schicken, weil ich bin gespannt, ob er direkt drauf geht. Das ist noch ein bisschen schade, dass man sieht bei einem wilden Pokémon nicht direkt, ob man es schon gefangen hat. Das kann man, glaube ich, sogar erst bei Kristall, wenn ich richtig erinnere. Oh, ein Flug-Pokémon. Ach du Scheiße. Ja, okay, schon auf X-Sprite. Gut, ist Level 8, also, Hey, mein, du hast Egelsamen drauf, das ist eine geile Attacke. Uff, da bringt er was. Was relativ guten Charten, Kai. Das gefällt mir. Chaos. Das ist ein bisschen das Problem. Kai will noch gerne im Arena-Kampf einsetzen.
Aber es geht erst, wenn er halt endlich mal eine Pflanzenattacke lernt. Wann lernt Bisasam bei Pokémon Gelb eine Pflanzenattacke? Soweit es mir ist das erst auf Level 13. Gut, 3 Level, das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, Shigi war ein bisschen schlimmer. Tobi, du bist sowieso schon Dratini. Ja, ich hab dich ja auf der Liste drauf als Dratini. Dratini gleich Tobi. Also ich muss dazu noch sagen, dass natürlich alle Entwicklungen natürlich den gleichen Namen haben, wa? Also eben, wenn du sagst Dratini, bist du nachher auch ein Dragoran. Aber wir sind natürlich bei Evoli, weil das ist das einzige Pokémon in der ersten Generation. Oh, nicht schon wieder so ein Scheißding. Das erste Pokémon, das einzige Pokémon der ersten Generation, das 3 Entwicklungen hat, sprich eine sogenannte verzweigte Evolution. Und daher müssen halt, ja schon wieder, Eles, glaube ich, war der gesagt hat, er wollte gerne Evoli sein. Du musst halt entscheiden, ob man nachher Blitz oder Aquana sein will. Mal ganz ehrlich, wie viel Ding brauchst du eigentlich? 116! Ne, dauert mal zu lange, geh nach oben. Lala. Wie, Domi stirbt? Du stirbst doch nicht, Domi! Alles ist in Ordnung, der Domi lebt. Bisher zumindest noch. Und der Robert ist auch dabei. Ja, Robert, ich streame auch mal während der Woche. Wunder werden wahr. Ich werde sowieso künftig erst zur Hand haben, dass er vor allem für solche Live-Let's Plays während der Woche mal abends so 2 bis 2,5 Stunden langsam sprechen, wäre auch mal ganz nett. Streame, weil am Wochenende. Ja, also einerseits natürlich wollen ja Domi und Kai auch gerne streamen. Wir wollen uns da gerne ein bisschen aufteilen und andererseits, ja, ist irgendwie auch so eben während der Woche. Ich bin eigentlich sowieso eher der Typ, der gerne mal 2 Stunden oder auch mal 2 bis 3 Stunden aufnimmt, danach gerne eine Pause hat. Auch in der Stimme und so weiter. Mach mal einen Quellorden, wa? Von deinen Befehlen. Yo, bist Level 30! Ja, dann kannst du dann außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann, über welchen Nachnamen sollt ihr einfach informieren? Jo. Hier hinten, das kommt mir auch bekannt vor. Da war irgendwo ein Sonderbomber. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Na, wo bist du? Ja! Mein Gedächtnis for life! Es geht doch noch. Ich wollte sagen, ja, so bin ich jetzt doch noch nicht. War hier im Papier kommt noch etwas? Nö. Gut. Gehen mit Kai nach oben. Wobei es jetzt natürlich erst einmal Pikachu in erster Stelle, weil sonst tausche ich wieder und kann direkt. Wobei, nee, er braucht ja Training. Haben wir gar keinen EP-Teiler. Meppo, Chihuahua, Chaos. Chaos kommt so bald weg, also in die Box. Ja, sorry, aber. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Map. Wollen wir mal ganz kurz. Giftpuder. Ah, nee. Nee, ich glaube, der nächste wäre eigentlich Meppo. Weil Kai soll als Bisasam das Ganze übernehmen hier mit Schlafpuder, Giftpuder etc. etc. Soll die Rolle übernehmen. Und vielleicht haben wir sogar bald noch ein Abra. Oh Mann. Officer Rocky, was machen Sie denn hier? Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Und die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Wow. Da ist auch schon der Arsch. Dann gehen wir. Scheiße, ich hab ihn vergessen. Nein. Ich hab. So zu meinen grauen Zellen. Ich hab vergessen, dass Gary hier oben ist. Ach du Scheiße, ich hab's komplett vergessen. Ups. Ach, deswegen habe ich hab gerade überlegt, Moment mal, normalerweise, wenn ich rot, blau, gelb zocke, dann gehe ich eigentlich immer ein bisschen vorher trainieren, da links unten von Azura City.
Da hat es vorhin so, so gehe ich jetzt eigentlich direkt runter. Jetzt weiß er wieso. Also eben noch unterwegs. Wegen des Wissens, ich habe jede Menge neue Pokémon gefangen, vor allem starke. Jetzt sagen wir so, Gefangenhaus Mike. Nein!